Haut mam Patrick Ries vu PwC, de Bankesektor mischt jo weltweit viel Veränderungen mat wie zieht Lützeburg sich dann du drauf her. Et ist richtig, dass der Bankesektor eng ganz Reihe Veränderungen muss verschaffen, die zum Deel starken Druck op ihre Businessmodell machen. Dat sind zum engen, die schon 20 Jahre ganz niedrig Zinsen, die zwar eng Flotsache für den Konsument sind, aber die Profitabilität von den Banken drücken. Gleichzeitig ist die Reglementation an der Suite von der Bankenkrise verschärft gehen, sowohl national wie auch international. An Diskussionen rund um Steuergerechtigkeit und als Konsequenz auch ein Aufschärfen vom Bankgeheimnis huet mat ze sprech, dass viele Lützebauer Banken humisse fundamental iwwer die Strategie nodenken. Mat der Konsequenz, dass Dünzel vun de Banken an den letzten 5 Jahren zurückgegangen ass. Wie sie dir dann Zukunft vun der Platz zu Lützeburg? Die Lützebauer Bankeplatz ist eigentlich nicht schlecht abgestaltet für Zukunft, wann wir et Pferde springen, als weiter zu adaptieren. Da ginnet eng Reihe Pisten wie zum Beispiel de Fintech, also europäischen Hub für chinesische Banken, mehr aber auch als Backoffice von der Fondsplatz, an noch am Kader vom Brexit gesinne Chancen, dass man vor Relokalisationen aus England profitieren können. Könnt ihr den Aspekt Fintech vielleicht noch ein bisschen erklären? Ja, gern. Lützeburg huet verstanden, sich an dem Sektor zu etablieren, durch eng exzellent Infrastruktur engerseits an den Regulateur, der sehr op die Veränderungen a Besoin von dem speziellen Sektor, die für allem Startups besteht, ergängen ass. So schafft zum Beispiel PayPal mit enger Lützeburger Bankelizenz, mir aber auch Rakuten, der größte japanischen Operateur am Bereich Fintech an E-Commerce, huet Luzanter mit Januar Lützeburg zu seinem europäischen Hub gemacht. Die traditionellen Banken reagieren auch, ersetzen immer mehr auf Kooperationen und Partnerschaften mit diesen DAX nach jungen Startups.